will doch den Kollegen von den Linken, aber besonders dem Herr Baum, merci so für seine Interpellation. Es war ein Fried, dem Herr Baum nur zu leisten, muss ich sagen, dass er eine Reihe drin, auch weil die Rede ein bisschen einen utopischen Charakter hat, Platzeweise, im bestimmten Fall, es war ganz flott, und ich will das anerkennen. Die hat mit viel Engagement geschwärzt. Ich will aber auch so, dass er angefangen hat mit einem Begriff Eigentum verpflichtet. Mir das war nie Politik von den Linken, Herr Baum. Bei den Linken als echter Eigentum verlockt. Wie können denn die Suen, die irgendwo durchstehen? Aber wie kann ich die Suen, die durchstehen, der linker Politik unterordnen? Das ist das, was er will. Eigentum verlockt, aber wie kommen ich die Suen? Das sind über 20 Milliarden. Das ist das, was er als 4 gelesen hat. Und dann wird schon gehen, eigentlich. Und fängt sehr rund, ja. Ganz gerne. Wenn Herr Karteiser direkt aufhängt, da muss ich aber alle viel personell aufrufen. Nee, das war der an Ära von der Mehrfähigkeit, ist vielleicht utopisch. Das war der, der gerade durchgestellt hat, das ist eine Phantasmagorik. Jetzt Phantasmagorik, die daran besteht, dass den mengt, wenn den Eigentum nicht über alles, nicht über all andere Sozialwerte gibt, setzen, da gibt es direkt zu einer Expropriation führen, was gar nicht der Fall ist. Weil Eigentum bedeutet schon gerade, dass es das Recht auf Privatbesitz gibt. Mehr das Recht auf Privatbesitz, das muss an einem kollektiven Kader stattfinden, was als Gesellschaft das, was auch zu Lützeburg an der Regel stattfindet. Gut. Also, ich meine, den Herr Baum hat eigentlich keine frohe Gestalt mehr. Ich komme aber nur drauf, weil ich will meinen Punkt aber beweisen, Herr Baum. Weil du hast gesagt, weil ich bleibe mit dem Standpunkt, dass Politik von den Linken also so zu kommen, die andere gehören. Und ich so nicht, wer da gehört. Und du hast schon in einem Brief geschrieben. Die sagt, die hätte gerne für das die Politik, den Objektiv Politik Genero angepasst hat. Das heißt, Politik Zielgaben an die Suche gehen denen angepasst. Die so, das soll zum Profit von der nationalen Ökonomie sein, da können wir sogar darüber diskutieren. Und das so, dass wir so ein Levier sehen für die Konstruktion der Logement. Auch das ist ein rein politisches Ziel. Aber das ist alles eine Kontradiktion zu dem, was das eigentlich soll sein. Und ich meine, Herr Di Bartolomeo hat das komplett richtig rappeliert, dass sie Suen, die gehörende Kontribuablen in nächster Platz. Das sind Suen, die bezahlt sie wie Renten aufzusichern. Es sind Suen, die bezahlt sie wie Renten aufzusichern. Und das steht auch so am Auftrag von dem Fonds, dass denn da die Perturbationen zu verhindern, dass man können sicher sein, dass Leute und ihre Rente kommen. Aber dir merkt, und das du hast auch gesagt, es soll investiert gehen, ohne Risiken war möglich, eben für Renten aufzusichern, für gewisse Rendements zu assurieren. Ich will nicht so, dir merkt eine Form von moralisierendem Rentenklau. Das ist das, was er will machen. Die will in die Suche kommen, wird denen Leute hier leben, zu destabilisieren, die auf sicher Rente verlassen, für politische Ziele zu ermauern. Das macht aber ganz gut mit rhetorischem Talent, und das gebe ich auch gerne zu. Das ist aber für uns ganz klar, das tut er verstehen, dass wir aussehen, dass wir als ADSO nicht können, überhaupt nicht auch froh, dass man die Suche gibt, sie zu politisieren, die sind da für Renten aufzusichern und sie gehen Zweck entfremdet für irgendeinen anderen Zweck, der gerade der politischer Stimmung von der Regierung dann in der Wahl, was die dann da ist. Aber das muss ich auch wissen. Wir bleiben weg von denen Fonds, weil sie Dinge die Renten. Die so doch an ihren Exposien, die da gemerkt hat, das ging gemerkt gehen ohne Konsideration für andere. Das war eine flotte Passage und ich komme hin auf verschiedene Sachen. Aber wir haben uns das auch angeguckt, für als Antwort auf die Interpellation vorzubereiten. Und du doch selber gesagt, dass sie ganz viele Firmen ausgeschlossen, dass seitenweise von der auf die Internetseite gucken geht vom Fonds de Compensation, da sind seitenweise Regelungen und Restriktionen, die durchaus großethisch Ursprüche erfüllen, auch am ökologischen Bereich, Waffen und alles. Da hat es eine ganze Kategorie, wo Waffen die sind ausgeschlossen und alles das ist an den letzten Jahren ausgebaut und entwickelt. Das ist nicht so, dass du unsensibel just auf Kapital geguckt wird. Nee, das ist schon so, dass auch du mit größer Verantwortung und mit dem Willen findet, an unsicher Sachen, auch moralisch unsicher Sachen, nicht nur finanziell zu investieren. Aber ich will vielleicht, weil das war eigentlich Tabgewicht von ihrer ganzen Rede, und das ist auch das, was die Nummer im Heier doch bei einer Reihe von Organisationen, die sie überschwemmen mit Mailen, das ist der moralisierende Charakter. Also, Moral hätte verschiedene Leute gepacht, und ich komme mal darüber zurück.
Erstens, auf Kontradiktionen noch anzugehen. Dir selber hat eine Kontradiktion genannt, das wurde zwischen der Kohlendioxidsteuer. Du hast gesagt, das ist doch nicht normal, dass man Kohlendioxidsteuer bezahlen und gleichzeitig investieren dann Fonds wie den Do investiert dann an fossile Energie. Bon, das ist eine Kontradiktion, kein für uns, wir sind gegen eine Kohlendioxidbesteuerung, für uns ist kein für ihr Jassendenk. Gut, wir müssen mal gucken, Waffenindustrie. Wir sollen nicht an die Waffenindustrie investieren. Und die sollte gleichzeitig, das muss der Politik von der aber angepasst gehen. Wenn ich aber nur gucken, als Green Kollegen zum Beispiel, ich kann mich nicht erinnern, und ich bin aber schon an einem gewissen Alter, dass jemals an der Geschichte von unserem Land so massiv abgerichtet ist, als wir noch den Gringen. Wir haben den Airbus, wir haben den MRTT, 700 Millionen Euro, wir hatten für kurzem den Satellit, 300 Millionen Euro. Als Green Kollegen, die sind bestimmt auch der Meinung, sollen nicht an die Waffenindustrie investiert gehen, das sind die massiv Waffen kaufen. Das ist doch nicht auch eine Kontradiktion. Dann haben wir die ganze Diskussion im Petrol darüber kommen nicht zurück. Oder auch, guckt mal, die so öffentliche Gelder sollen dann nicht investiert gehen an so moralisch zweifelhafte Sachen, wenn das Gesellschaften sind. Von der Privatgesellschaften sind, weil die kein Privateigentum eigentlich sind. Aber wie machen wir damit Staaten? Hat da dieselben moralischen Kriterien? Ich stelle mir just eine Frage, wie ein heute Fonds de Relance européen zum Beispiel, wo man europäische Solidarität und sogar als Vertragsbruch, das würde ich auch an Präsenz vom Finanzminister Klo so, wo wir aufhängen, wirklich für andere Länder Schulden zu bezahlen und so weiter. Wir gehen in andere Länder. Wir gehen in andere Länder, die selber massiv an die Atomindustrie investieren. Zum Beispiel sind das dann dagegen gegen den Fonds de Relance européen, weil da Länder sind, die an die Atomindustrie investieren, oder weil Länder da sind, die massiv abrüsten, oder weil Länder da sind, die vielleicht mit der enger oder einer Politik führen, mit denen d'accord sind, aus Spanien, Katalonien als Beispiel, sind d'accord mit der französischen Politik gegenüber der Gilets jaunes. Wir gehen auch überall suchen hin. Wenn wir also der Meinung sind, dass man das bei privaten Firmen nicht dürfen machen, dass man da keine Suche sollen hingehen. Wie wird man das dann nicht auch bei Staaten? Weil da sagt man, wir sind gegen den Fonds de Relance européen, weil wir dann den Regierungen suchen gehen, die aber nicht eine Politik verfolgen, die uns passt, weil sie zum Beispiel nuklear wollen machen. Oder die Entwicklungshilfe, just für die Staat zu sagen. Die sind ja für Entwicklungshilfe. Die sind dafür, dass wir die palästinensische Autorität finanzieren. Wir haben doch viel an Nicaragua gehen. Wir haben sogar so an Indien gehen, was ich selber nie verstehe. Und an Indien die Flugzeugträger bauen, einen den größten Atommächten auf der Welt. Haben wir gemerkt. Wir haben unsere ADR dagegen protestiert, das schon ihr aber nicht teilen. Wenn da hingeht, Herr Baum, an Kollegen in Linken oder anderen Heibannen. Und er sagt, wir müssen aufpassen, dass diese Fonds öffentlich, dass man nicht in Privatindustrien investieren, die vielleicht das oder das machen, weil das nicht passt und das auch vielleicht vor. Aber das ist nicht logisch, dass ich doch da irgendwie widerspreche. Und da macht nicht am Öffentlichen, von Staat zu Staat, dieselben Operationen, die da kritisieren, Mist und da wird da nicht macht. Ich will auch auf die Hypokrisie aufmerksam machen, was die fossile Energie noch geht. Das ist eine Absurdität. Wir wissen alle gut, wir müssen nicht wissen, dass die Alternativenergien ein Bruchteil, just ein Bruchteil, an einem einstelligen Prozentbereich von unserer Gesamtenergie kann aufdecken. Ein Bruchteil. Wir brauchen fossil. Und wir brauchen auch, wenn Teil nicht populär ist, wir brauchen fossil und wir brauchen Nuklearenergie in Europa, wie wir überhaupt können. Den Energiebedarf von unserer Gesellschaft aufzudecken. Und wir brauchen die Energiequellen, weil die Alternativenergien volatil sind, weil kein Verlust ob sie aus, weil kein Wand bläst, hat er keine Energie, weil kein Sonne schenkt, hat er keine Solarenergie. Und wir brauchen, und Netze packen das nicht, das ist extrem kompliziert, wir brauchen fossile Energie. Wie weit soll man da nicht dran investieren? Weil dir gehört als ökonomisch absolut nicht zu halten. Das ökonomisch möchte keinen Sinn, weil Politik lebt darüber raus, dass man nicht nehmen, wie man Blumen Alternativenergie viel zu viel subventionieren, das ist nämlich auch eine Politik zu Lasten vom Steuerbezahler für ein ökonomisches Modell zu subventionieren, den sich nicht von alleine aus dreht. Mit fossilen Energien, die brauchen das nicht halt. Die brauchen das nicht. Aber wir können aber nicht an die Form von Energie investieren, die wir brauchen, an die sich auch allein halten, an die wir unbedingt müssen, auch für alternative Energien überhaupt können anzufeiern. An sich ist das eine Methode, für die ökonomisch zu schädigen, die wir aber brauchen, für den Energiemodell, den die Geringe hätten, überhaupt können abzubauen. Das ist vollkommen unlogisch. Und das ist eine Hypokrisie.
Das einfach wie so, dass das schädlich und das Kohlendioxid mit das eine Realität. Und wir machen auf jeden Fall bei der RDR-Politik mit Realitäten. Wir belegen Leute. Wir so, wir brauchen, dass die probiert an Forschung ran zu investieren, wie das eines Tages können zu ändern. Ja, kommt mir forschen, kommt mir gucken, dass wir besser Energieformen kriegen, proper Energieformen. Aber solange wir das brauchen, da muss man mit ökonomischer Vernunft und mit Ehrlichkeit und die Dossiers rückholen. De Logement. Die hat gesagt, ja, de Logement, natürlich, denn es geht schon dran investiert, da tun noch Vierredner gesagt und so weiter und so fort. Aber auch da so war es. Der Staat ist ein ganz schlechter Promoteur. Was wir hätten als ADR, das dass man dem privaten Sektor mal viel mehr Möglichkeit gehen, an das Logement ranzugehen. Das ist das, was man hätte. Wir hätten gerne, dass man in unserer Legislation endlich die Barrieren aufschaffen, die den Investiment an das Logement hindern. Wir hätten gerne, dass man als Wachstumspolitik überprüfen, wie wir Qualität dran zu kriegen, dass man nicht den Druck auf den Wohnungsmarkt permanent tun. Wir hätten gerne, eine ganz Reihe von Propositionen, und ich weiß, dass Kollegen der CSV auch Propositionen gemacht haben, die nicht auf die Wege gehen, die dir hat, weil die kennt schon nicht eine Antwort auf all froh, und das ist der Staat. Mit der Staat ist nicht der Promoter, der Staat kann das nicht. Überall, wo Gemengen oder der Staat Terrain haben, wie könnt bauen, dauert es Jahre, und da geschieht nach nichts. Man gibt der privaten Hand die Möglichkeit, frei zu schaffen, und die hat das Problem vom Logement viel mehr sehr am Griff. Wenn ich also gucke, Herr Baum, da muss ich sagen, dass Argumente als RDR auf jeden Fall nicht überzeugen. Die hat auch über den Fonds generationell oder den intergenerationell geschwärzt, Fonds souverain intergenerationell, und da tun noch Kollegen für Drunheim der CSV schon gesagt, eine Meinung da, als das ein Gadget. Es ist ein Fonds, der mit Schulden finanziert wird, und Herr muss die geholt gehen, wie wir haben können, auf andere Sachen dann einfach per Operation comptable zu remboursieren. Das ist alles. Das ist es. Es ist einfach eine Mogelpackung, in dem Sinn gingen als deutsche Kollegen so. Wenn ich eine Konklusion soll aus dieser Debatte sehen, dann bin ich ziemlich dankbar, dass das mal ermöglicht tut, darüber zu diskutieren. Wir sind als RDR eine Partei, die mit zwei Füßen im Boden steht. Wir schaffen und wir schwätzen hier einfach am Boden von ökonomischen Realitäten. Und wir sollen die Leute auch vorrichten an diesen Sachen. Und weil wir das wissen, wie die Situation ist, und weil Rezepte nicht können drohen, haben wir eine Konklusion, Fanger weg vom Rentefonds. Ich soll nicht mehr. Merci vielmals, Herr Kartheiser. Der Petition tritt aber nach dem Herrn Mark Baum, nach einem Wort. Ja, ich erlaube mir auch nicht viel personell unzufrohen. Den Herr Kartheiser hat Hypokrisie vorgehalten an eine moralisierende Argumentation. Also für dich muss ich so eine moralisierende Argumentation von einem Vorgehalt zu kriegen, den aber nur wirklich so ein moralisierend reaktionäres Familienbild hat, ist schon ein bisschen speziell. Ich will das aber und ich kann aber feststellen, dass ich effektiv meine Moral habe als Link. Und die Moral, die basiert nämlich auf dem Droit de l'homme, auf der universellen Menschenrechtserklärung. Das ist eine Moral, zu der wir uns bekennen. Und ich muss zwei Sachen rektifizieren, die falsch gesagt wird, Herr Baum, entschuldigt. Herr Baum, entschuldigt. Ich höre nicht. Nee, ich höre den Herr Baum nicht. Herr Präsident, ich höre den Herr Baum nicht, wenn es da Akustik. Und du willst mir nur bei dem Mikro gehen, wenn der Kartheiser hört nicht alles. Nee, da will ich die zwei Rektifikationen machen, die den Herr Kartheiser falsch durchgestaltet hat. Lützeburg geht an seiner Entwicklungshilfe nicht irgendeinen anderen Staat suchen, sondern unterstützt Projekte an einem Land. Das ist selbst ernst wie einen direkten Transfer von Suen. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil du hast gesagt, wie weit geht der Lützeburgische Staat, dem indischen Staat, den, das möchte direkt suchen. Das möchte der Lützeburgische Staat überhaupt nicht, auch nicht als eine Entwicklungshilfe. Und der Zweite, was er nicht richtig durchgestaltet hat, was ich korrigieren muss, das die Suche vom Pensionsfonds, das sind nicht Suche von den Kontribuablen, aber das sind Suche von den Kotisanten. Wir haben heute zu Lützeburg nämlich ein System, das auf Kotisationen beruht, das ist ein Teil sozialisierter Lohn. Und wenn der so Tanne wäscht davon, da gebe ich aber mal gerne auch die Lauschtern, die Kotisanten vertreten. Und da habe ich schon notamment auch Gewerkschaften zitiert, die eine ganz klare Haltung dazu haben, nämlich eine Haltung, die ich auch probiert habe, durchzulehnen. Und das drittens, Tanne wäscht davon, also
Du musst ja so, das Gesetz von 2004, das ist nicht vom Himmel gefallen kommen. Das war eine souverän politische Decision von einem Parlament. Wo die kann gut oder nicht gut fanden, da wüsste ich, fand es nicht so gut, aber das war eine souveräne Decision, das ist kein Naturgesetz. Und das wird mehr heute proposieren als eine politische Haltung, die Chamber soll dazu entwickeln. Merci. Merci, Herr Baum. Ich gehe kurz zurück und Herr Kartheiser. Ja, Herr Präsident, ich will mich auch bei ihr entschuldigt und noch beim Kollegen Baum. Ich wollte den Baum nicht in der Bresche, aber ich wollte wenigstens hören, was du seht. Und die Akustik bei Bannen ist nicht immer ganz gut. Aber es wäre ja schön, wenn ich dem Herrn Baum sein Argument dann nicht gegen hören. Ich will echt so, Herr Baum an einem Punkt schon mich verschwert. Den Herr Baum hat komplett recht, es sind nicht kontribuabel, es sind Kotisanen. Ich will auch das notieren, vielleicht kann das am Protokoll dann noch notiert gehen. Vor selbstverständlich Kotisanen, die ich gemengt habe, die hat ganz recht. Und ich so nicht merci, dass er mich darüber aufmerksam macht. Was die Entwicklungshölle wo geht, nee, da hat er nicht recht, Herr Baum. Wir machen wohl auch Staat zu Staat, wir machen auch, und das muss ich aber auch bedenken, von mir einer ONG, so gehen wie zum Beispiel an Indien ein Kammerprojekt zu machen, entbannen mir die indische Regierung, wo genau der Responsabilität dazu machen. Das ist praktisch ökonomisch gesehen ein Subsid für den indischen Staat. Wenn wir holen dem eine Verantwortung am sozialen Sektor weg, man selbst doch an andere Bereiche. Und das nennen den auch an der Theorie von der Entwicklungshilfe eine Deresponsabilisierung von den Staaten. Eben ein große Kritikpunkt gegen die Entwicklungshilfe komplett justifiziert. Weil wir sollten ja darauf hinwirken, dass die Staaten selber die Verantwortung für die Sozialpolitik an ihren Ländern überholen und das darf nicht umgehen. Dafür merci für Ihre erste Bemerkung. An der zweiten Bemerkung kann ich nicht mehr feststellen, wir sind einer anderen Meinung, aber wir werden noch wahrscheinlich einer anderen Meinung bleiben. Ich so nicht merci.